So, hallo. Hier mache ich weiter mit der Reihenfolge von Videos zum Thema Technik nochmal. Jetzt wollte ich über Gestaltung von den Schritten sprechen. Zum Beispiel, jetzt zeige ich das so seitlich. Stellt euch vor, also hier den Stock, damit will ich quasi zeigen, sozusagen sichtlich machen, wo meine Achse oder wie meine Achse steht. Zum Beispiel, jetzt stehe ich, also jetzt zeige ich das so frontal auch, in geschlossene Position, wie viele von euch das schon kennen. Also vermeiden das hier, denn selbst wenn nicht so viel Platz dazwischen ist, ist trotzdem schon eine offene Position. Das ist lieber zu vermeiden. Ne? Schon eher ein leichtes Schließen, dass es nicht so gezwungen ist, so wie, ja, Sir, ne? Aber leicht schließen, leichten Kontakt im Ferserbereich, Füße, V-Position. Also nicht schließen und auch nicht übertreiben, ne? So eine leichte V-Position. So, das wäre die Startposition. Jetzt stelle ich mir wieder so. Hier zum Beispiel. Zuerst definieren, wo wir die Achse haben, beziehungsweise man könnte das Gewicht quasi nach hinten bringen, auf den Ferser. Das ist nicht gut. In der Mitte, das ist schon in Ordnung. Also wenn ich jetzt weiter mit dem Stock nach unten gehe, sozusagen wäre mehr oder weniger in der Mitte des Fußes, ne, die Belastung. Ja, oder, jetzt gehe ich wieder hoch, ein bisschen nach vorne, sodass die Belastung, jetzt eigentlich die Achse sozusagen, muss man sich vorstellen, geht hier lang. Ja, obwohl ich stehe in einer Position ein bisschen so wie diagonal. Ja, aber die Achse und die Belastung, ja, ist auf dieser Ebene jetzt. So, auf den Beinen. Nicht auf den Zehen. Ne? Auf den Zehen wäre wieder zu viel. Die Zehen sollen frei sein. Ja? Also keine Belastung dabei haben. So, jetzt zum Beispiel, ich sage immer, dass für mich hat quasi, jeden Schritt hat sozusagen 3 Momente. Moment 1, und da beginnen schon die Probleme, ist die Projektion. Die Projektion ist, wenn man das Freibein, links oder rechts, je nachdem welche frei ist, einfach nur streckt. Und hier, meine ich, fange schon an die Probleme, weil viele schon hier fangen an, dabei ein bisschen zu gehen, ein bisschen zu verlagern. Das kommt aber danach. Seht ihr, also, das heißt, im Moment 1, die Achse bleibt weiterhin hier, ist nicht schon unterwegs. Ja? Also, die Achse bleibt weiter da und ihr streckt euer freies Bein. Danach erst verlagern. Seht ihr, jetzt bin ich neu, also stehe ich auf ein neues Bein und dann das Schließen. Ja, gerade war das mit dem linken Bein, jetzt auf der anderen Seite, das stehe ich jetzt auf links, dann strecke ich das rechte Bein, ohne dass ich dabei gehe. Die Achse bleibt weiterhin jetzt auf meine linke Beine. Ja? Und jetzt kommt das Verlagern. Und in dem Moment, wo man verlagert, dann sind beide Beine gestreckt. Aber jetzt meine Achse ist hier. Schließen. Ja? Ich lasse jetzt mal den Stock hier zur Seite. Und zeige das jetzt so frontal. Zuerst, jetzt zeige ich hier mit meinen Händen. Hier, wenn ich verlagere, seht ihr, die Achse ist auf dieser Seite oder die Achse ist auf dieser Seite. Jetzt zum Beispiel, wenn ich auf beide stehe, da ist die Achse hier in der Mitte. Jetzt bin ich wieder auf das eine Bein, auf das andere Bein. Und jetzt, hier, neues Thema, Rotation. Immer wenn ihr in geschlossener Position steht, das freie Bein hat eine innere Rotation. Sobald wir das Bein strecken, in irgendwelche Richtung, zum Beispiel jetzt vorwärts, äußere Rotation, aus und wieder nach innen. Also out, in. Würde seitwärts das machen, das gleiche. Out, hier der Kontakt ist mit dem großen C am Ende, wie ihr seht. In, out, in. Gewicht wechseln, das gleiche.
vor und zurück. Mit der Idee von rotieren, out, in, out, in, out, in. Das gleiche würde für zum Beispiel jetzt rückwärts gehen. Ne? Out, nur hier, beim Out musst du ja nur gucken, dass ihr dabei, ich übertreibe jetzt nicht, ausdreht, sondern dass der Becken wirklich weiter nach vorne guckt. Ja? Out, in, out, also letzten Kontakt da hinten ist mit dem großen C und wieder in.